Ja, jetzt bin ich im Garten, gell? Und so schön der Garten ist, es gibt ein kleines Problem. Und zwar Schnecken. Früher als Kinder, ihr wisst es ja wahrscheinlich selber, wie es bei euch war. Da hat man sich dann auch überlegt, ja, was tut man denn? Und dann hat man mit der Gartenschau die Schnecken durchgeschnitten und dann haben uns die Eltern geschimpft und haben gesagt, nein, das dürft ihr nicht machen, aber es gibt eine Methode, die steht in der Hausfrauenzeitschrift drin, da habt ihr dann kein Problem. Die schmeißt ihr einfach in so einen Kibi mit Salz und Wasser und dann ist das ganz sauber. Gell? Es hat natürlich jetzt auch nicht schön ausgeschaut, muss ich sagen. Gell? Ja, und ja, jetzt heutzutage überlegt man natürlich auch, was macht man gegen diese Schneckeninvasionen im Garten. Ja, alles fahren sie da an, schaut es euch an, wie sie miteinander kriegen. Gell? Ja, und da habe ich mir einen Schneckenschlachtplan gemacht. Ich wollte dieses Jahr einen Plan aushecken gegen die Wucherung von den Schnecken. Da habe ich gelesen, die Tigerschnägelschnecken frisst angeblich die spanischen Schnecken. Auch die Weinbergschnecken ist interessiert an der Wegschnecken, wie es die spanischen Schnecken auch nennen, oder Kapuzinerschnecken. Aber leider werden es ums Verrecken im Garten nicht weniger Schnecken. Ich kaufe mir doch keine Enten zum Becken und lauere mit der Gartenschar in der Hecken. Da kann man es dann alle entdecken. Die kreisligen Schnecken, die nockerten Schnecken, die schleimigen Schnecken, die paarenden Schnecken, die gerierten Schnecken, die sterbenden Schnecken. Ja, und mehr lustige, hinterfotzige, romantische Gedichte, nicht nur von Schnecken, sondern auch von Menschen, findet ihr in meinem Buch Trappon auf wolfgang-hofer.de. Für euch.